George Miller, wie in Deutschland geboren, und wie met de tijd naar Engeland getrokken, en hij voelt zich van God geroepen, door begonnen met de dingen te schaffen, wat keiner nog kijkt. De dingen wat heimatloos zijn, de dingen wat arm zijn, de dingen wat hulp brauchen. Hij stelt hem op, wo deze dingen kunnen zijn, wo deze dingen te eten krijgen, wo de schuld krijgen, en hij zorgt voor deze dingen. Aber durch die tijd, wenn sie mit diese Dinge schafft, wird es abstehen schwer. Wenn er nicht viel Geld, er kann nicht viel Geld kriegen, und ein Tag, wenn sie das Frühstück alle Rahmen Dash setzen, der Dash ist leerig, dann sagt er die Dinge, wer wir beten. Und er dankt Gott bloß einfach an sein Gebet. Für das Frühstück, was sie wollen eten. Wenn sie fertig ist mit das Gebet, sagen die Dinge, na hier ist hier nichts. Wir haben nichts. Hij wist dat zelfs, du wie niks zum den Tag eten. Hij had geen geld, hij had geen eten. Aber hij kreeg de dingen aan een dash en dankt voor wat God wilde aan te eten geven. Bloß ein paar Minuten later klappt weer onder der. Hij merkte der op, dat zijn man wat de brood merkt, en die zegt, ik kan niet auf brood hebben gehullen gisteren. Tja, je hebt eens wat van dat brood. Voor het hingen aan komt een man, dat zijn Melkvierer, en hij zegt, mijn vader is 2 gegaan dichtbij. En mijn Melk wordt te oud. Tja, je hebt eens wat Melkbrocken van die. En ze gingen kriegen alle een kuffel Melk en een brood te frühstück. George Miller had geleerd op God te vertrouwen, wanneer ik alles dies da zag. Ik weet niet wat van de situatie du bist. Aber in Philippa, Kapitel 4, Vers 19 sagt dort, dass Gott wird die versorgen, mit diese Sachen, was wir eigentlich mal nicht verstehen können. Gott wird sorgen für die Sachen, die uns fehlen in uns Leben. Vertraust du auf Gott? Vielleicht wird er nicht immer so sein, dass vor 200 dir klappt. Aber Jesus sagt, Frucht, und ich will die geben. Und Paulus sagt hier, den Gott, was ich kann, der wird die auch geben. So, wenn du in einer schweren Situation bist, vergiss nicht, Gott zu danken, ihm zu freuen und das Unternehmen, was er hilft, wenn er kann und er wird. Gottes Segen.